Ich habe schon viel Blödsinn gesehen, aber so ein Unsinn noch nicht. Strafexpedition. Als wären wir in den Kolonien. Meine Herren, begreifen Sie denn nicht, dass wir uns in einem Land befinden, in dem der Feind an die 30 militärisch organisierte Abteilungen besitzt, politisch festgefügt ist und sich auf jeden Mann verlassen kann, sogar auf die Weiber und Kinder. General Schröder und später auch General Dankemann waren sicher, dass es mit gewöhnlichen Banditen zu tun haben. Doch alle drakonischen Maßnahmen waren ohne Erfolg. Auch unsere Propagandameldung, dass die Rote Armee besiegt ist, hat wenig genützt. Ich glaube, diese Banditen werden nicht so leicht aufgeben. Wir werden noch Überraschungen erleben. Wir können nicht zulassen, dass unter unseren Augen eine so große militärische Macht entsteht. Meine Herren, bedenken Sie, dass im ganzen besetzten Europa der Eindruck entstehen kann, man könne den siegreichen Truppen des Dritten Reiches doch ernsthaften Widerstand entgegensetzen. Das könnte ansteckend wirken. Diese Nachrichten sind nicht zu unterdrücken. Unsere eigenen Soldaten sorgen dafür. Sie schreiben nach Hause. Die Wahrheit über den Krieg hier. Wie ich höre, gibt es auch schon sogenannte Soldatenlieder dieser Partisanenbanden. Oh ja, Sie können sie sofort hören. Los! Von draus vom Wald komm wieder ich her, doch muss ich euch sagen, es ist nicht mehr so einfach, wie es früher war. Die guten Menschen, die sind jetzt rar. Im Walde, das sind jetzt die Partisanen, so etwas konnte ich ja nicht ahnen. Wie schön war es doch in der Friedenszeit, durch den Wald zu streichen und Furcht und Leid. Bei Uschitze ist es mir schlecht gegangen, fast hätt mich der Tito eingefangen. Unglaublich! Das darf doch nicht wahr sein! Die Postzensur muss sofort verstärkt werden. Der Führer hat mich wegen dieser Missstände hierher geschickt. Meine Herren, auf Befehl des Führers wird aus Frankreich die 342. Division, von der Ostfront die 113. Division und aus Griechenland das 152. Sonderregiment hierher verlegt. Außerdem wird uns aus Ostbosnien die 47. Ustaschen-Division unterstellt und von hier 12 Nedic-Abteilungen. Mit den Truppen, die schon in Serbien sind, ergibt das 6 Divisionen und ein Sonderregiment. Mit diesen Kräften werde ich schon Ordnung schaffen, meine Herren, das garantiere ich Ihnen. Herr Major, wie weit ist die Abwehr? Wir untersuchen gerade den Fall des Obersten Mihailovic und seiner Kriegsmacht zum Vaterland. Als Nationalist ist dieser Mann auch gegen die Partisanen und Kommunisten. Diese Gegensätze sollten wir in Zukunft mehr für unsere Zwecke ausnutzen. Sehr gut. Meine Herren, der Führer hat mit den Truppenverstärkungen auch Anweisungen erteilt, hier Ordnung zu schaffen. Ich zitiere aus dem Führerbefehl. Serbien muss ein abschreckendes Beispiel für Europa werden. Im Interesse der Sicherheit der deutschen Truppen können auch Frauen und Kinder nicht geschont werden. Während die Vernichtung der kommunistischen Banden vor sich geht, soll die zivile Bevölkerung aus den Städten und Dörfern den Partisanen entgegengetrieben werden. Dann tragen Sie die Verantwortung für Verpflegung und Unterkunft. Hier ist der Großdeutsche Rundfunk. Liebe Soldaten, liebe Hörer in der Heimat, liebe Freunde jenseits der Grenzen. Zum 10. Male ruft die Fanfare zum Wunschkonzert der Wehrmacht. Liebe Hörer, eine Mutter hat angerufen. Ihr Sohn ist gefallen. Seine Kameraden haben ihm die Erkennungsmarke abgenommen und alles, was ihm gehörte, seiner Mutter geschickt. Die Mutter hat uns angerufen. Sie sagte, ich habe hier das Notizbuch meines lieben Jungen. Auf der letzten Seite steht ein Lied, das er immer so gerne gesungen hat. Das Lied heißt Gute Nacht, Mutter.